Platt in der Welt. Zwischen 1817 und 1847 sind rund 740.000 Deutsche utwandert. Meestendeels hätte blanke Not wegdreben. Die deutsche Wirtschaft wär leg an, dat hätt für Spannung sorgt, die Menschen haben Hunger und kein Utsichten ob ein gaudes Leben. Und da sind sie trocken. Nach Sibirien in Russland. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind sie nach Kansas, Iowa, New York, in den Wilden Westen und nach Seattle gegangen. In Südamerika hebt sie sich in Brasilien, Paraguay, Argentinien und Chile in Hus abbaut. Und in britisch Nordamerika sind sie in Kanada sesshaft worden. Auch nach Afrika sind sie trocken, nach Südafrika und Namibia. Und dann auch noch nach Japan, Australien und Neuseeland. Mehr Lü sind utwandert, wenn die Urnten lütt wären und ob die Feller nicht noch wussen ist. Lebensmittel teuer worden sind. Die Menschen Hunger haben. Denn kümmt dazu Spannung, wenn Geld und Gaut unglück verteilt werden. Sie sind auch utwandert wegen mehr Industrie. Heillege Krisen in der Wirtschaft hätte das geben. Masswies Menschen hebt ihr Arbeit verloren. Dat gäf Spannungen. Tau viele Menschen haben tau wenig ton Leben. Auch harte Gesetten nach 1848 hebt die Lüd utwandern lauten. Dat kümmt zu Spannung. Tau viele Menschen werden todol inschränkt. Mehr Lüd sind auch utwandert, wenn wat droht hätt. Wenn Menschen verfolgt worden sind. Wenn Lüd zum Beispiel politisch anders instellt werden. Oder wenn sie einen anderen Glauben haben. Zum Beispiel die Amischen, die Mennoniten und die Juden. Auch sind sie utwandert wie Krieg und generell wie Gefahr für Lief und Seel. Auch Utgrenzung hätte Menschen dann utwandern bräucht. Und dat Gefühl, dat nie nicht mehr beter ward. Von ein neue Heimat hebt sie sich wat versprochen. Sie hebt hofft, ob ein frei Leben, eigen Land und ein Dach übern Kopf, sicher sehen für Naturkatastrophen. Sie wollen gern, dat jed ein nach Schaul gehen kun. Sie wollen wat to eten hem, Frieden im Sikrüm, Arbeit und einen freien Globen. Und so sind sie utwandert. Entweder zu Fuß, mit einem Frachtschiff, mit Personendampers oder mit Planwagens, mit Ossen und Peer. Die plattische Sprache hat sie mitgenommen und so giftet noch hüt. In Brasilien Pomerano, in Paraguay giftet Plautitsch, dat gift Plattdeutsch in den USA, im Mittleren Westen und auch in Australien. Und so vertellt sie sich hüt noch wat in ihr Hus. Der Inhalt für die Grafik kommt als ein Projekt von den 6. Jahrgang in Fach Gesellschaftslehre und Religion an der Heinrich-Roth-Gesamtschule in Bodenfelde. Kropkicken worden ist von dem Plattexperten Johann Martin Framengroth. Dank an die Karl-Töpfer-Stiftung in Hamburg. Und das Länderzentrum für Niederdeutsch in Bremen dankt für die Förderung durch die Beobdruckte von der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Infografiken kann sich jeden ankicken, runterladen und utdrucken auf www.lzn-bremen.de. Kick mal in.